Es war einmal ein uraltes Haus. Dort drinnen hat ein alter Mann gelebt. Von diesem Haus erzählt man sich, dass es dort drinnen spuki. Der alte Mann hatte schon Mengen Angestellte oder sonstigen Gast. Doch keiner von denen hat es lange ausgehalten. Ganz einfach, weil alle in der Nacht eigenartige Geräusche gehört haben, plötzliche Lichter angegangen sind im Dunkeln oder sonst Unheimliches oder Unerklärliches erlebt haben. So ist es aber gekommen, dass an einem Tag wieder einmal eine Magd ihre Dienste angeboten hat. Anna hat sie geheissen. Der alte Hausherr hat sie freundlich begrüßt und reingelassen. Sei herzlich willkommen bei mir. Am nächsten Morgen war die erste Frage an die Dienstmagd. Anna, wie hast du geschlafen? Ich habe ganz ordentlich geschlafen, danke der Nachfrage, hat sie mit einer zarten, eher scheuchen Stimme zur Antwort gegeben. Am zweiten Morgen hat der Hausherr wieder die gleiche Frage gestellt und Anna wieder die gleiche Antwort gegeben. Der alte Mann war schon ein bisschen erstaunt, dass Anna sich über nichts beklagt noch sie beängstigt hat. Froh war er und Hoffnung hatte er, dass es vielleicht endlich anders kommt als bei den Vorgängern. Am Morgen nach der dritten Nacht hat Anna sogar verschlafen. Das war ihr nie recht und so ist sie schnell zum Haus hergelaufen, um sich zu entschuldigen. «Oh, es tut mir wahrhaftig leid, dass ich verschlafen habe. Es ist mir gesehen, als hätte ich die ganze Nacht ein blaues Lichtli ums Bett herumgetanzt. Und das Lichtli hat immer wieder gesagt, »Gang, Anna, gang, Anna.« Und die Worte haben mich immer wieder wach gehalten, so, dass ich erst gegen Morgen eingeschlafen bin. Ich verspreche, es soll nicht mehr vorkommen, dass ich verschlafe. Nach dieser Nacht sind noch einige gefolgt, wo Anna immer wieder über die Nacht das blaue Lichtli gesehen hat und immer wieder gehört hat: «Anna, gang! Anna, gang!» Ich kann nicht länger bleiben. Ich glaube, ich sollte wieder weiterziehen. Ich höre ja ständig «Anna, gang! Anna, gang!», hat sie zum Hausherr gesagt. Oh nein, liebe Anna, bleib doch noch. Du bist da schon richtig, meint er auf das aber nur. Was leid war, dass die Leute immer wieder nach kurzer Zeit gegangen sind. Weisst was, Anna? Red doch einmal mit dem Pfarrer im Dorf. Der weiss vielleicht Rat, was das zu bedeuten hat und was wir machen können. Anna hatte nichts zu verlieren, darum ist sie noch am gleichen Tag zum Pfarrer ins Dorf gelaufen. Dort hat sie ihm alles erzählt. Anna, sagt der Pfarrer, vielleicht ist das ein Geist, der dich ruft und deine Hilfe braucht. Wenn dich das blaue Licht wieder ruft, stand auf und gang mit ihm. Schau aber, dass du immer hinter dem Licht laufst. Nimm von dem Licht nichts an und mach nichts, was dir das Licht befüllt. Wer weiss, vielleicht bringt das Ganze Ruhe und Frieden in die nächtliche Unruhe. Kaum ist Anna am Abend wieder ins Bett gegangen, tanzt das blaue Flämmli wieder ums Bett herum und flüstert: «Gang, Anna! Gang, Anna!» Da steht Anna auf, wie ihr der Pfarrer geheissen hat. Da fängt das Flämmli weiter an zu flüstern. «So gehen wir, gang voraus, Anna!» «Gang du selber voraus», sagt Anna im flackernden Flämmli. Und das Flämmli schwänzelt dem Gang entlang, die Stege ab, tiefer und tiefer, eine Stege nach der anderen, bis sie vor der Kauertüre stehen. «Schliess auf, Anna! Schliess auf, Anna!» «Schliess du es selber auf? Ich habe keinen Schlüssel», sagt sie zum Flämmli. Da plötzlich verwandelt sich das blaue Flämmli in eine weisse Gestalt. Die Gestalt sieht aus wie ein altes, gebücktes Weibli. Bläst das Weibli ins Schlüsselloch und die Kauertüre geht auf.
Die Türe ist offen, ich kauere runter. Und das weisse, alte, gebückte Weibli verwandelt sich wieder ins blaue Flämmli. Schwebend geht's die Treppentür ab und die Magd hintendrein. Unten, auf dem Kauerboden, fliegt das blaue Flämmli in hinterste Ecke. Im Ecke steht der Hacki an der Wand angelehnt. Dort verwandelt sich das blaue Flämmli wieder in die alte, weisse, gebückte Gestalt. Von ihr aus wirft sie Licht ab, so dass die Ecke gut beleuchtet ist. Anna Hock, ein Loch im Boden. Hack doch selber ein Loch im Boden. Ich brauche kein Loch, gibt Anna mit ihrer feinen Stimme zur Antwort. Auf das aber packt das alte Weibli die Hacki und arbeitet tüchtig, so dass nach einer Weile ein Kessel schaut. Der ist voll mit Goldmünzen, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten. Anna lüpft den Schatz aus dem Boden. Dann aber verneint wieder und so bückt das alte Weibli selber und lüpft den Kessel aus dem Loch raus und stellt ihn der Anna direkt vor die Füße hin. Es klimpert und klirrt vor lauter Kostbarkeiten. Jetzt schaut der Geist Anna an, direkt ins Gesicht und sagt ihr: «Trag den Kessel in deine Kammer! Trag den Kessel in deine Kammer!» Und Anna sagt ganz mutig: «Trag doch selber den Kessel, mir ist das schwer.» Denn Anna hat sich immer wieder an die Worte vom Pfarrer erinnert. «Schau, dass du immer hinter dem Licht laufst. Nimm von diesem Licht nichts an und mach nichts, was dir das Licht befiehlt.» So packt halt das alte Weib den Kessel und flüstert wieder zur Anna: «Gang, Anna, gang voraus!» «Gang du selber voraus. Du, wo du leuchtest, kannst uns den Weg zeigen.» Und so steigt das Weibli als Lichtgestalt die Stege auf, mit dem schweren Kessel. Langsam und gemächlich. Dabei hat die Lichtgestalt gestöhnt und gejammert, bis sie endlich zur Kammer von der Anna gekommen ist. Dort angekommen, stellt sie den Kessel an den Boden. Und Anna steigt wieder ins Bett. Und das Weibli verwandelt sich wieder in ein blaues Flämmli. Und als blaues Flämmli tanzt sie wieder ums Bett herum von der Anna. Jetzt strahlt Anna und sagt: «Du hast mir geholfen, so wollte ich jetzt auch dir etwas Gutes tun, indem ich für dich bete.» Anna macht ein Kreuzzeichen Richtung Flämmli und sagt: «Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, soll dich ins Himmelreich nehmen. Amen.» Nach diesen Worten verwandelt sich das blaue Flämmli noch einmal in Gestalt von der weißen alten Frau, direkt vor der Anna. Und dabei leuchtet und strahlt sie die Anna an. Auf einmal war es nur noch dunkel in der Kammer der Anna. Es war weder ein blaues Flämmli noch eine weisse Gestalt im Raum inne. Anna ist auf das aber eingeschlafen und hat bis zum nächsten Morgen tief, fest und gut durchgeschlafen. Am Morgen aufgewacht hat Anna das Gefühl gehabt, dass sie das alles geträumt hat. Doch neben ihr steht ein Kessel voller Kostbarkeiten. Von diesem Tag an hat es nie mehr in diesem Haus gespukt.